So, herzlich willkommen zurück. Schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert. Kamera soll jetzt gerade wieder alles zeigen, was sie zeigen soll. Ich hoffe, es seht nicht mehr. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann schreibt es mir privat. Und dann können wir unseren kleinen, aber feinen Stream für heute noch beenden. Wir haben ja angefangen, Booster Pack zum One Piece Trading Card Game zu öffnen. Beziehungsweise haben wir es schon geöffnet, haben wir auch schon angefangen. Damit dieser dieser Stream aber nicht so zerrissen ist, fangen wir hier nochmal an mit der Charakterkarte Charlotte Smoothie. Hello again, Krawallmaus. Hi, du bist genau richtig gekommen für das Unboxing der One Piece Karten. Hast aber halt schon coole Harry Potter Aufforderung versammelt. Sechst im ersten Part. Kannst du nachschauen. Charakterkarte Tristan. Ich habe es vorher schon mal gesagt, ob es weird ist, dass man zu hybriden, menschenähnlichen Viechern scharf wird. Schreibt es in die Kommentare, weil ich dort sagen. Viscount Yoko. Calimero in Umdraht mit Bart und die Charakterkarte zur Philandra. Dann eine Eventkarte. You can take our king this early in the game. Karte mach scharf, Kamera mach scharf. Oder mir überfordert man die Kamera jetzt einfach nicht. Picums als Charakterkarte. Dann noch den High King Bear als Charakterkarte. Mag ich jetzt nicht mehr, sagt er. Weil ich mag noch, bin schon wieder da. Southbird Charakterkarte. Dann eine Leaderkarte, den Kalgara. Wup, wup. Oh, und jetzt wird es cool. Jetzt fangen nämlich die Karten nur zum Glitzern und zum Schillern, ja. Die Charakterkarte S-Hawk. Glitzer, Glitzer, Schiller, Schiller. Zauberhaft. Und die Charakterkarte Page 1. Glitzer. Da, schau, voll geil. Und dann haben wir hier noch eine Don-Card, was auch immer das heißt, U-Turn plus 1000 und da haben wir ein Whitebeard drauf und das tut auch ein bisschen glitzern tun und schillern tun. Ja, schau. Ja, und ich habe wieder mal keine Ahnung, ob irgendeine Karte davon was wert ist. Corby, sag's mal bitte endlich, weil ich kenne mich da überhaupt nicht aus und ich habe auch keine Lust, dass ich mir einlese. Genau. Mit den News fangen wir jetzt natürlich nicht nochmal an, diesen gestückelten Kassettenschmerz, leider Gottes, aber dafür kriegt es jetzt nur die Kinostarts der Woche. Alle Filme, die am 23. Januar anlaufen bei uns in den hiesigen Kinos, unter anderem Der Graf von Monte Cristo. Dann die 3 Fragezeichen und der Karpatenhund, das dürfte unseren Mike wieder sehr freuen. Dann gibt es noch den Film Uppercut, ein Thriller, sagt man gar nichts, aber was mich persönlich sehr freut, diese Woche am 23. der Start von Lee Whannells Wolfman. Bin ich richtig heiß drauf. Dann haben wir noch den Kundschafter des Friedens Teil 2 und dann noch den Kneecap. Der soll tatsächlich ziemlich cool sein. Hat ein Bekannter von mir schon gesehen und nur gute Worte darüber verloren, wo auch immer der den gesehen hat. Ich weiß es nicht. Rest der Filme ist in meinen Augen jetzt gerade ein bisschen uninteressant. Für die Anime-Fans haben wir auf alle Fälle nur Trapezium im Kino und dann war's es in meinen Augen. Und alles andere als meine Augen interessiert ja keine Sau. Sagen wir uns mal ehrlich. Ab ins Kino. Hashtag gehen wir ja mal ins Kino. Und damit wir dann wie gewohnt auch diese Runde abschließen, gehen wir jetzt natürlich in den Streaming-Charts. Die sind wieder mal ganz wichtig. Unter anderem, weil erstmal wieder maulen muss. Es hat es wieder nicht geschafft, dass Skeleton Crew in die Top 10 reinkommt. Bin stinksauer. Auch wieder nicht in der Woche vom 10. bis 16. Januar. Geht's mal auf den Sack. Auf Platz 10 The Breakthrough, erste Staffel auf Netflix. Dann haben wir Platz 9 Lioness, die zweite Staffel auf Paramount Plus. Platz 8 Virgin River, sechste Staffel Netflix. Platz 7 Missing You, erste Staffel auf Netflix. Platz 6 On Call, erste Staffel Prime Video und jetzt haben wir einen neuen Steiger dabei, nämlich Platz 5 Goosebumps, die zweite Staffel auf Disney Plus.
dass die so gefragt ist, dass sie in die Top 10 einsteigt, habe ich mir nicht gedacht. Überrascht mich ehrlich gesagt. Die erste Staffel fand ich sehr durchwachsen. Da mal schauen, was die zweite kann. Vierter Platz ist The Traitors, die dritte Staffel schon auf Peacock. Keine Ahnung, wo sieht man bei uns eigentlich Sachen, die bei Peacock veröffentlicht werden? Ich weiß nicht. Müssen wir vielleicht doch auf VPN zu legen. Dritter Platz ist immer noch die zweite Staffel Squid Game, hat aber schon Verlust von 55% der Zuschauerminuten gemacht. Zweiter Platz American Primeval, erste Staffel auch auf Netflix und Platz 1 ist die erste Staffel von Landman auf Paramount Plus. Ja, irgendwie nichts dabei, das mir nur im Entferntesten interessiert. Ich werde wahrscheinlich in die zweite Staffel Goosebumps einmal reinschauen. Und irgendwann werde ich wahrscheinlich auch mal Squid Game reinschauen, weil dann mein innerer Monk doch wieder sagt, ja, du hast die erste Staffel gesehen, du musst sehen, wie es weitergeht. Und mir interessiert es tatsächlich ein bisschen, wie man diesen Blödsinn noch unglaubwürdiger machen kann. Drum werde ich mir irgendwann diese Selbsttortur auferlegen und werde mir Squid Game die zweite Staffel anschauen. Das war's für heute schon. Anfang, also wir sind jetzt immer noch im Januar, der dritte Kassettenschmerz von 2025. Die News sind immer noch sehr spärlich, muss man sagen. Also ich habe schon direkt suchen müssen, um irgendwas Interessantes zu finden. Das Interessanteste ist natürlich die Hollywoods heilige Dreifaltigkeit, die vom Trump, also known as Rocky oder Jesus oder zweiter George Washington laut Stallone, berufen worden ist. Ja, das ist, bin ich mal gespannt, was die machen, weil er wird auf alle Fälle alles umsetzen, was die drei ihm sagen. Ich bin gespannt. Es bleibt spannend. Hiermit sage ich dann danke fürs Zuschauen. Danke fürs zweimal einschalten. Entschuldigung für die technischen Probleme. Ich kann nichts dafür. Es liegt an die anderen drei, weil sie nicht mitmachen. Da fängt dann auch irgendwann die Technik an zum Bocker. Ihr kennt uns seit heute bei der neuen Folge Wolexian, zumindest der Mike und der Corby. Die waren nämlich zu zweit in den letzten Wolex. Heute nehmen und Wolex auf und dann bin ich wieder dabei. Also seid ruhig, bleibt's cool, Leute. Krawallmaus, ja, wir sehen uns am Freitag. Am Freitag ist großer Viva la Movilusion Ausflug ins LA auf Calm, um Butterlachs live zu sehen. Wieder ein geiles Festel. Für alle, die jetzt spontan noch hinfahren möchten, es tut uns leid, aber die Karten sind vergriffen, ist ausverkauft. Und Stand jetzt ist aber die komplette Viva la Movilusion Crew vertreten. In diesem Sinne, schalt's nächste Woche wieder ein, wenn es einen Kassettenschmerz gibt und macht das Steady-Abo, ist wichtig. Ich habe es euch vorher gesagt, ich kann mir nur beim Lidl oder bei der Tafel was zum Essen leisten, ansonsten geht nichts aufgrund zu weniger Steady-Abos. Herz unsere Folgen an, Herz echt Volexo, Mike und Corby haben coole Abschlussrunden zum letzten Jahr gemacht und es kriegt ja bald die Einführungsrunden der Volex von diesem Jahr. Kommt zum 14.02. in Cineplex zu der Sneak des guten Geschmacks und am 21.02. in Cineplex auf Neufahren zu Starship Troopers bei der Nacht des guten Geschmacks. Macht es gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ihr hübschen Gesichter, die ich nicht sehe.